Hast du auch schon mal müssen so richtig investieren, um ein Ziel zu erreichen? Vielleicht so in der Vorbereitung im Training auf ein Sportevent, auf einen Lauf oder ein Turnier oder etwas. Vielleicht in einer Weiterbildung drin, wo es darum gegangen ist, ein Ziel, einen Abschluss zu erreichen. Vielleicht aber auch in einem kreativen Prozess drin. Vielleicht kennst du ja so Sprichwörter, wie zum Beispiel «Von nichts kommt nichts» oder «Ohne Fleiß kein Preis». Das sind Stichwörter, die ich in meiner Kindheit oder Sprichwörter, die ich in meiner Kindheit sehr oft gehört habe. Und ich muss ehrlich sagen, mit bescheidenem Erfolg. Ich habe jetzt eher zu dieser Gruppe von Jugendlichen gehört, die nach dem Pareto-Prinzip gelebt hat. Für die den Wortwitz noch nicht geschnallt haben, Pareto-Prinzip gelebt haben. Mit 20% vom Aufwand erreicht man 80% vom Ergebnis und das war vorher genug für mich. Und falls du jetzt zu Hause so einen Teenager hast, der sich eher schwer tut damit, sich zu motivieren, in die Schule zu gehen, es gibt noch Hoffnung. Es kann etwas werden daraus. Auch als Jugendliche, die sich vielleicht manchmal schwer tun damit, wie man so schön sagt, den Finger aus dem Füdli rauszunehmen. Später habe ich dann gemerkt, dass es halt eben schon einen Zusammenhang hat. Dass Sachen, die einem wichtig sind, Sachen, die Priorität haben im Leben, es durchaus auch verdienen, dass man mit Fleiss und Einsatz und Engagement drin hineingeht. Und ich habe gelernt, für mich selber reinzutauchen, mich reinzubeissen in Sachen. Gerade auch so kreativer Prozess, ich bin gerne kreativ, da gibt es meistens auch so Phasen, wo das Gefühl ist, so wie soll das möglich sein, auf diesem weißen Blatt etwas Neues zu kreieren, entstehen zu lassen, wo vielleicht die Muse einem nicht gerade so küsst, zu lernen, dort drin zu investieren für ein grosses Ziel, für ein schönes Ergebnis. Und heute Morgen geht es auch um ein grosses Ziel und darum um die Frage, was es uns wert ist, in das grosse Ziel zu investieren. Wir sind im zweiten Teil von unserer Serie zum Jahresthema «Unterwegs sein» oder wie manchmal andere auch spöttisch sagen, «unter sein Wegs». Weil wenn man es liest, steht das Sein in der Mitte. Das Ziel ist, in den Fußstapfen von Jesus unterwegs zu sein. Nochmal ganz neu in diesem Jahr. Mit ihm zusammen uns zu bewegen, Fürschitz zu gehen, von ihm aber auch zu lernen, zu sein, in unserem Unterwegssein drinnen. Wieder anzuhalten, zur Ruhe zu kommen und Pause zu machen. Aber der heutige Morgen steht eher unter dem Stichwort «unterwegs», mit Dynamik, mit «sie», eben mit Nachfolge. Und der Vers kommt aus dem Text heraus, wo Jesus seinen Jüngern sagt, er sagte zu ihnen, «Kommt, folgt mir nach». Folgt mir nach, lauft mir hinein, sind Nachfolgende von mir. Wenn wir das hören und ein bisschen in der christlichen Welt daheim sind, dann kommen uns vielleicht gerade so Glaubensthemen in den Sinn, wo man sagt, oh ja, stimmt, Nachfolge. Das heisst, Sachen über Jesus zu lernen. Das heisst, sich in die Bibel hinein zu vertiefen. Das heisst, zu lernen, wie man beten tut. Vielleicht auch eine Schulung, die wir mal gemacht haben. Alpha-Kurs, Beta-Kurs oder was auch immer, dass ihr drin sind. Wenn man aber das Leben der ersten Jüngerinnen und Jünger anschaut, dann heisst Nachfolge ganz praktisch, in ihrem Alltag bedeutet, ihr bisheriges Leben zurückzulassen, ihren Beruf, ihre Familie und zusammen mit Jesus unterwegs zu sein. Nachfolge hat für die ersten Jüngerinnen und Jünger geheißen, Jesus zu beobachten, wie er Sachen tut, ihm nachzuahmen, ihn versuchen, ähnlicher zu werden. Sie haben geschaut, wie Jesus mit den Menschen umgeht. Sie haben geschaut, wie Jesus den Alltag bewältigt. Sie haben geschaut, wie Jesus mit der Bibel umgeht. Und haben von ihm gelernt, über das Leben und über sie in der Welt drinnen. Unterwegs sein mit Jesus, Nachfolgerin und Nachfolgerin von Jesus zu sein, heisst also Lebensveränderung. Heisst also, Jesus anzuschauen und sein Leben verändern zu lassen. Und so sagt es der Paulus im Epheserbrief, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Und jetzt kommt's, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Das ist das große Ziel, der große Traum, wo Jesus uns vormalt für unser Leben. Er sagt, deine Berufung für dein Leben, egal wer du bist, ist es, Jesus ähnlicher zu werden in deinem Verhalten. Seine Charaktereigenschaften immer mehr anzunehmen, seine Liebe, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Weisheit, seine Klarheit.
seine Autorität. Und zu einem Ebenbild, wie es im ersten Kapitel der Bibel heißt, zu einem Ebenbild von Gott zu werden, Gott zu repräsentieren, im Sinn von Gott Verantwortung zu übernehmen in dieser Welt drinnen. Ein grosses Ziel, ein begeisterndes Ziel, zum zu sagen, hey, für das lohnt es sich doch, zu leben und zu gehen. Dass wenn Menschen mich sehen, dass sie Tag für Tag ein Stückchen mehr von Jesus wahrnehmen, in mir, in meinem Sein, in meiner Art drinnen. Tönt super, tönt auch ein bisschen fromm, ein gutes Ziel zum Nachfolgen und es fokussiert auf einen Teil von dem Ruf in die Nachfolge hinein, nämlich von dem schönen, hehren Ziel, wo uns vor Augen steht. Jesus ist aber mega deutlich mit seinen Jüngerinnen und Jüngern schon von Anfang an und er sagt ihnen, hey, Nachfolgen ist im Fall nicht einfach ein Kinderspiel. Nachfolgen ist nicht einfach so ein bisschen ein Upgrade für dein Leben. Also mit Jesus unterwegs ist nicht so der Glaube, nimmst du noch ein bisschen, weil du dein Leben noch ein bisschen besser willst machen, oder? Bist vielleicht ein bisschen am Fitten, bist vielleicht ein bisschen gesund, dich am Ernähren, schaust, dass du gut schlafst und du noch ein bisschen beten und noch ein bisschen Bibel lesen, damit dein Leben noch ein bisschen besser funktioniert. Nein, Jesus ist extrem direkt. Also manchmal so direkt, dass es unangenehm wird. Sogar so, dass ich manchmal denke, wenn du so Texte liest, denke ich so ein bisschen, wow, okay. Chill mal, Alter. Steh mal ein bisschen auf die Bremse. Jesus sagt sogar ganz deutlich, in einem Gleichnis, in einem Bild, redet er darüber, dass mit ihm unterwegs sein, ihm nachzufolgen, dem Ziel von dieser Jesus-Ähnlichkeit hineinzulaufen, wirklich etwas kostet. Und er sagt zu ihnen, überlegt auch ihr, bevor ihr anfangt, ob ihr wirklich bereit sind, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Herausfordernde, radikale Aussagen darüber, dass Nachfolge auch einen Preis hat. Und wir wollen heute Morgen zusammen in einen Text hineintauchen, wo viel von dem enthalten und wir wollen richtig tief drin hineingehen, um uns zu fragen, was heisst denn das mit Jesus unterwegs sein? Was bedeutet es in der Konsequenz? Und wo hat das vielleicht auch Auswirkungen auf mein Leben, auf mein Unterwegssein? Der Vers steht im Markus, er steht auch in anderen Evangelien drin und wir lesen miteinander. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mir beständig nachfolgen will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir immerzu nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Ein Text, wo Jesus redet darüber, dass ihm hineinzulaufen, ihm ähnlicher zu werden, mit ihm unterwegs zu sein im Leben, einen Preis hat in unseren Alltag hinein. Eine erste Beobachtung, die ich da gemacht habe, ist, dass das Wort Nachfolgen zweimal erwähnt wird. Das ist das gleiche Wort, das zweimal kommt. Es ist ein Stilmittel zur Betonung, um die Wichtigkeit zu betonen von dem, was da kommt. Wenn man das macht, dann versucht man einen Punkt zu machen. Und Jesus will sagen, Nachfolge, mit mir unterwegs in der Glaube, das ist etwas Ernsthaftes und etwas Wichtiges, etwas Kostbares. Ich habe mir erlaubt, da eine Ergänzung zu übernehmen. Das Wort steht in einer besonderen Form dort, nämlich im sogenannten durativen Präsens. Falls ihr das nicht sagt, nicht so schlimm. Es heisst, dass das etwas Andauerndes ist. Also nicht eine einmalige Aktion. Die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, ist nicht etwas, das mit dem Ticket zum Himmel vergleichbar ist, oder? Wo man vielleicht irgendwann mal berührt ist und merkt, hey, Jesus gibt's und er liebt mich und man dann sagt, hey, ja, ich möchte das. Und dann hat man so, zack, das Zettel gezogen, den Eintrittsfreifahrtschein in den Himmel und dann hat sich das erledigt. Nein, es heisst beständig und es heisst immerzu, immer und immer wieder sich neu zu entscheiden, Nachfolgerin, Nachfolger von Jesus zu sein, im Alltag drin. Es ist die Challenge, die Herausforderung, wo Jesus uns allen mitgibt, sagt, hey, mit mir unterwegs zu sein, der Glaube, das ist etwas, das dein Leben prägen soll und durchdringen. Also das Erste, es ist etwas Wichtiges. Es geht um etwas Wichtiges.
Die zweite Sache, die mir auffällt, ist, dass es doch sehr starke Aussagen hat. Das heißt, da muss er sich selbst verleugnen. Jesus definiert Nachfolge als einen Prozess, wo man seine Lebensziele, seine Prioritäten und seine Orientierungspunkte im Leben immer wieder neu justieren tut. Es heißt immer wieder neu zu bestimmen, was wertvoll ist, was kostbar ist und auf was ich mich ausrichte in meinem Leben drinnen. Die Hoffnung für alle übersetzt es ein bisschen anders und sagt, wer ein Nachfolger sein möchte, darf nicht mehr sich selber in den Mittelpunkt stellen. Es ist vielleicht wie das Gebet, das Jesus im Garten Gethsemane spricht, wo er sagt, hey, ich wünschte, der Kelch würde an mir vorbeigehen, was auf mich wartet. Aber er sagt dann die bekannten Worte, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Sich selber zu verleugnen heisst, wie Jesus immer wieder neu zu beten, Herr, was ist dein Plan? Was sind deine Gedanken? Was sind dein Wille über mein Leben? Und immer wieder neu das eigene Ego aus dem Zentrum zu verdrängen und Jesus ins Zentrum vom Leben hinein zu positionieren. Nachfolger zu sein von Jesus heisst, Jesus zum Mittelpunkt von meinem Leben zu machen. Vielleicht ein bisschen so, wie es im Alten Testament heisst, von Personen, dass sie gewandelt sind mit Gott. Loyalität, Hingabe, Ausrichtung auf Gott hin als Zentrum. Ich habe mir dann so überlegt, ja, was heisst denn das? In unserem Alltag, in unserem Leben drin. Was bedeutet das? Das ist so schnell gesagt. Mich selber aus dem Zentrum von meinem Leben rauszunehmen und Jesus drin zu tun. Und ich will ein paar Gedanken mitgeben, was das vielleicht praktisch könnte heissen. Angefangen damit, was ist denn unser Leben? Es gibt verschiedene Ansätze, wie wir unser Leben ein bisschen einteilen können in so überblickbare Kategorien. Und es gibt mehr oder weniger detaillierte Schemen. Es geht mir jetzt auch nicht darum, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Aber vielleicht, um es ein bisschen fassbar zu machen. Einmal so 4 Kategorien oder Lebensbereiche, wo wir alle irgendwo gestaltet, drinnen leben und immer wieder Entscheidungen treffen, wie sie sich entwickeln. Glaube und Lebenssinn. Körper und Gesundheit. Beziehungen, vielleicht im engsten familiären Umfeld, mit engen Freunden, vielleicht aber auch in der Nachbarschaft und am Arbeitsplatz. Oder Arbeit und Ressourcen, so als Überkategorie für die Produktivität und für die Fähigkeit, etwas zu bewirken in dieser Welt. Und so will ich dir Mut machen, in diesem Jahr unterwegs sein, dich ganz bewusst auch zu fragen, hey, wo wäre es dran vielleicht in deinem Leben, einen nächsten Schritt zu unternehmen, in diesem unterwegs zu sein? Wo ermutigt dich Jesus oder fordert dich vielleicht sogar raus, ganz bewusst Prioritäten neu zu setzen in deinem Leben drin? Vielleicht in Bezug auf den Platz und Priorität, wo der Glaube in deinem Leben hat. Vielleicht in Bezug auf deine Gesundheit, auf Beziehungen oder auf deinen Umgang mit der Zeit, mit dem Geld, mit der Energie, die du zur Verfügung hast. Wo könnte es für dich dran sein, dich zu fragen, oder nach dem Motto zu leben, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Kommen wir nochmal zurück zu dem Vers, wo wir vorher waren, wir da ein bisschen überspringen. Eine weitere Aussage heisst, das Kreuz auf sich nehmen. Was bedeutet jetzt das? Das Kreuz von Jesus auf sich nehmen. In der damaligen Zeit war das Kreuz eine Form von Strafverfolgung für Verbrecher. Und es ist die wohl demütigendste und brutalste Art, wie ein Mensch bestraft werden für Fehler, die er begangen hat. Und wie wir aus der Geschichte aus dem Leben von Jesus wissen, vom Karfreitag, ist es üblich gewesen, dass der Verurteilte den Querbalken, das sogenannte Patibulum, selber hat müssen zu dieser Hinrichtungsstätte tragen. Der Querbalken musste getragen werden in einer Form von der Prozession und man hat sich am Spott und der Häme und der Belustigung von der Volksmenge müssen aussetzen. Es war also ein Vorführen. Es war also auch eine Form von Last und Leiden auf sich zu nehmen. Das Kreuz auf sich nehmen,
würde ich sagen, heisst, dass man manchmal für das grosse Ziel von der Jesusähnlichkeit, vom Ebenbildsein von Gott, auch Last, Verzicht, Ablehnung, Spott oder vielleicht sogar Leid auf sich nehmen muss. Ja, zur Jesus-Nachfolge gehört auch die Bereitschaft, etwas zu investieren, zugunsten von einem grösseren Ziel. Ein paar Gedanken, was das könnte bedeuten. Umgang mit unseren Prioritäten und Ressourcen. Ich lese euch einzelne Verse vor. Aus Matthäus 19, 21 und 24. Jesus antwortete: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann, komm und folge mir nach. Und die Person entscheidet sich dann anders und dann sagt Jesus, um es noch deutlicher zu sagen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Oder eine andere, sehr steile Aussage, die ich für euch aus einer Übersetzung genommen habe, die ein bisschen weniger steil ist. Wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wow. Das Kreuz auf sich nehmen bedeutet aus meiner Sicht, sich immer wieder neu zu fragen, nach was strebe ich in meinem Leben? Strebe ich nach Ansehen und Macht und Einfluss? Strebe ich nach Richtung, nach Sicherheit, nach Bequemlichkeit, nach Genuss? Oder ist es mein höchstes Ziel in meinem Leben, Jesus ähnlicher zu werden und ihn in dieser Welt zu repräsentieren? Die Frage, die Jesus mir und auch dir stellt, ist, was darf es kosten, das grosse Ziel vor Augen zu haben, von der Jesus-Ähnlichkeit, einen Unterschied zu machen in dieser Welt, Teil zu sein von dem Reich von Gott. Ist das einfach ein nices Add-on von deinem Leben? Oder darf es auch Konsequenzen haben vom Verzicht? Bin ich bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen? Hast du dir auch schon mal überlegt, ich mache das manchmal, was du mit dieser Zeit, mit dem Geld und mit dieser Energie, die du in deinen Glauben, in die Kirche, ins Reich von Gott investiert hast, anders hättest machen können? Wenn du mal zusammenrechnen, was du alles schon gespendet hast für das, was du da könntest leisten mit dem. Ich behaupte, für viele von uns ist es nicht dran, wie es heisst in diesem Vers, unsere Familie zurückzulassen oder unser Leben müssen hinzugeben für unseren Glauben. Wir sind an einem Ort auf dieser Welt, in einer Position, wo es für die meisten von uns nicht ganz so drastische Konsequenzen hat. Aber es kann vielleicht in unserem Leben bedeuten, wegen dem Glauben, aus Überzeugung damit, mit dem Ziel, Jesus ähnlicher zu werden, auf Erfolg zu verzichten, auf Einfluss zu verzichten, vielleicht auch auf Annehmlichkeiten, die sich andere leisten, die du dir nicht gönnst. Bist du bereit für das? Sein Kreuz auf sich zu nehmen, kann aber vielleicht auch bedeuten, Unverständnis und Ablehnung zu ernten. Matthäus 5, Vers 11. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Vielleicht kann das sein, vielleicht hast du es auch schon erlebt in deinem Leben, dass Menschen dich, weil du an Gott glaubst, ein bisschen schräg anschauen, sich vielleicht sogar lustig machen über dich, Kommentare fallen lassen. Dass dir vielleicht sogar Ablehnung entgegenkommt. Vielleicht sogar, und das passiert manchmal leider auch, Beziehungen wegen dem zerbrechen. Weil du merkst, Menschen schaffen das nicht, das auszuhalten, die Beziehung mit dir aufrechtzuerhalten, weil du an Jesus glaubst. Auch das kann eine Form sein, von Kreuz auf sich nehmen, die für die einen Menschen eben bedeutet, auch eine gewisse Form von Leid und Leiden müssen sie erdulden, weil sie im Glauben unterwegs sind.
Ja, wir alle wünschten uns, dass wir gut ankommen, dass wir respektiert sind, dass die Leute uns applaudieren. Aber vielleicht ist es nicht immer möglich. Und vielleicht heisst es manchmal auch zugunsten von dieser Jesus-Ähnlichkeit etwas anderes loszulassen. Ein dritter Bereich, wo das Kreuz auf sich nehmen kann bedeuten. Epheser 4, Vers 24. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt eures altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Sein Kreuz auf sich nehmen kann auch bedeuten, immer wieder in den Spiegel zu schauen, die eigenen Charakterschwächen und Schattenseiten wahrzunehmen und sich immer wieder neu denen zu stellen, Verantwortung zu übernehmen und einzuwilligen in einen Prozess der Charakterveränderung. In der Bibel, im Buch der Sprüche, heisst es, dass unser Charakter geformt wird, so wie Eisen formt. Ein Läuterungsprozess. Ein Prozess, der irgendwo auch mit gewisser Reibung verbunden ist. Und ich nehme an, du kennst es aus deinem eigenen Leben, dass der Umgang mit der eigenen Schattenseite und Charakterschwächen etwas Anstrengendes ist, etwas Demütigendes kann sein. Manchmal auch etwas kann sein, das wirklich lastet auf einem seiner Schultern. Das Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus ähnlicher werden, kann auch bedeuten, nicht immer den einfachen Weg zu gehen, sondern einen Weg von der Entschuldigung, von der Versöhnung, einen Weg von Aufstehen wieder, nachdem er umgekehrt ist. Ein Weg davon, wieder und wieder und wieder, nach dem Stolpern über die eigenen Charakterschwächen, sich selber in die Augen zu schauen und zu sagen, hey, es braucht noch Schritt. Es gibt noch Potenzial. Es braucht noch einen weiteren Weg. Manchmal wäre es einfacher, aus diesen Prozessen einfach auszusteigen. Aber ich glaube, Jesus fordert uns auf, das immer wieder zu machen und zu gehen. Und noch ein vierter Punkt, was könnte bedeuten, das Kreuz auf sich zu nehmen, ist christliche Gemeinschaftsleben. Den füge ich an, ohne viel dazu zu sagen. Wir haben vor etwa einem halben Jahr eine ganze Serie gemacht, «Gewöhn dich an Gemeinschaft», wo wir über die Kraft, das Potenzial, aber auch über die Herausforderungen vom gemeinsamen Unterwegssein, von der verbindlichen christlichen Gemeinschaft geredet haben. Und ich denke, es könnte auch das bedeuten, vielleicht in unserem Leben. Uns dem auszusetzen, ein Miteinander mit anderen Menschen. Den Herausforderungen, den Spannungen, dem Verzicht auf die eigenen Vorlieben. Wie ich es jetzt lieber hätte, dass der Gottesdienst gestaltet ist oder dass man zusammen unterwegs ist und sagen, nein, für das grössere Ganze bin ich bereit, loszulassen und mit Spannungen und Herausforderungen vom Miteinander zu leben. Unterwegs sein kann bedeuten, die Kosten überzuschlagen und einen Preis bereit sein, zu investieren für ein grösseres Ziel. Ich habe euch jetzt etwas zugemutet und weil ich will, dass ihr das Wochenende und den Sonntag noch ein bisschen geniessen könnt, ändern wir aber ein bisschen auf einer anderen Note. Wenn man das so hört, dann geht es euch vielleicht ähnlich wie mir, dass man spürt, wie mit jedem Mal ein bisschen mehr von dieser Last auf den Schultern landet. Und man das Gefühl hat, irgendwo, das Leben wird schwer. Das Leben wird anstrengend und mühsam. Und ich will nochmal zurückkommen auf das Bild vom Querbalken, wo man trägt. Das Kreuz auf sich zu nehmen. Was sich anfühlt wie Last auf den Schultern, hat eine grosse Ähnlichkeit mit einem anderen Text. Es steht unter dem Motto, unterwegs sein erdrückt nicht. Ein Vers, den wir in dieser Serie immer wieder hören werden, ist der Text aus Matthäus 11, wo Jesus sagt, kommt zu mir. Und wir lesen dann miteinander. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig.
so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Vielleicht fühlt es sich manchmal an, als müssten wir das Kreuz von der Nachfolge auf unseren Schultern tragen. Und die Last fängt an zu drücken auf uns. Und Jesus leugnet den Teil nicht weg. Er wischt nicht einfach ein bisschen drüber. Oder kehrt Sachen unter den Teppich. Er ist offen und ehrlich und sagt, ja, mit mir unterwegs zu sein, in dem Glauben hinein zu leben, das kann manchmal auch bedeuten, etwas zu investieren für ein grosses Ziel. Aber es soll nicht etwas sein, das uns kaputt macht, wo über unsere Kraft hinweggeht, wo uns abdrückt und klein haltet. Nein, die Last, die Jesus uns auferlegen will, ist eine Last, die tragbar ist für jedes von uns an dem Ort, wo wir stehen. Sie ist tragbar darum, weil Gott mit uns zusammen unterwegs ist. Die Bibel spricht uns zu, dass die Kraft vom Heiligen Geist in jedem innen wohnt, jeden befähigt und ausrüstet, der mit Jesus unterwegs ist, der sich aufmacht auf das Abenteuer der Nachfolge. Die Last, die Jesus uns zu tragen gibt, ist eine Last, die wir mögen, die das Leben nicht zusätzlich beschwert, sondern die Ruhe und Frieden schenken tut. Und in Anlehnung an die Bibelverse, in Anlehnung auch an Texte von Dietrich Bonhoeffer, hat der Dallas Willard, ein amerikanischer Pastor und Philosoph, einmal eine spezielle Aussage gemacht. Er hat gesagt, nicht nur Nachfolge kostet, sondern auch die Nicht-Nachfolge kostet. Nicht-Nachfolge kostet dauerhaften Frieden. Ein Leben, das durch und durch von Liebe durchdrungen ist. Glaube, der alles im Licht von Gottes übergeordneter Führung für das Gute sieht. Hoffnung, die auch in den entmutigsten Umständen standhaft bleibt. Kraft, das Richtige zu tun und den Mächten des Bösen zu widerstehen. Kurzum, es kostet genau die Fülle des Lebens, von der Jesus sagt, er sei gekommen, um sie zu bringen. Wir haben ein grosses Ziel vor Augen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Ist unser Leben sich immer mehr dem angleicht, was Jesus ist. Und dass wir ihn repräsentieren können in dieser Welt. Dass wir zu so einem Licht werden können für Menschen in unserem Umfeld. Dass wir einen Unterschied machen können, was das Leben von uns und von anderen nachhaltig prägt. Und die Frage, die wir uns immer wieder neu stellen können und die ich dir Mut machen heute Morgen ist, bist du bereit, etwas zu investieren für das grosse Ziel? Sag, hey, es lohnt sich, ein bisschen mehr als 20% zu geben. Weil das, was da vorne ist, ein Leben in der Fülle ist. Für mich und für Menschen in meinem Umfeld. Ich bete. Ach Jesus, du kennst mich und du kennst jedes einzelne von uns durch und durch. Du kennst es so genau, dass du weißt, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Und du kennst unser Herz. Unser Herz, das manchmal so hehre Wünsche in sich trägt. Wo manchmal aber auch noch so fest gebunden ist an das Leben, das wir kennen. An dort, wo wir herkommen. An Sachen, die sich eingeschliffen haben in uns drinnen. Und Jesus, manchmal mutest du mir zu, mutest du uns zu. Die Tragweite von unseren Entscheidungen zu erkennen müssen. Zu merken, dass es Nachfolge auch bedeutet, einen Preis zu zahlen, mit dir unterwegs zu sein. Herr, und ich will dir mein Leben anlegen, stellvertretend. Ich bete für jedes, das da ist, dass wir unser Leben vor dir anlegen und sagen, du hast das Recht, um sie anzuschauen. Und du hast das Recht, um hineinzureden in die verschiedensten Lebensbereiche. Und du hast das Recht, uns auch darauf hinzuweisen, wo das unser Ego noch im Zentrum steht. Und wo du eigentlich möchtest, mehr Raum einnehmen, mehr Priorität haben, mehr zum Zentrum von unserem Sein werden. Ich will dir das Recht geben, mich darauf hinzuweisen, wo es dran ist, etwas loszulassen, um das Leben in der Fülle zu finden und zu gewinnen. Aber Heiliger Geist, ich bitte dich auch um deine Kraft und um deinen Mut und um deine Hoffnung da drin, dass das nicht Last ist, die uns verdrückt,
Heiliger Geist, komm immer wieder und hilf uns auch, neuen Mut und neue Kraft zu finden, dass die Last, die wir tragen, eine leichte Last ist, die uns Ruhe und Frieden in unser Leben hinein geben kann, uns befreien und freisetzen für das, was du mit uns vorhast. Hilf uns immer wieder, das Gebet ehrlich zu beten. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe in unserem Leben. Und bitte hilf uns auch dort, wo es uns schmerzt, wo es schwer wird, wo Leid und Leiden dazugehört, Trost zu finden bei dir und neue Kraft, um wieder aufzustehen und weiterzugehen. Amen.